Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, meine Einschätzung zum Spiel gegen den VfL Bochum und wie ich aufstellen würde, schauen wir uns jetzt an. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und ist natürlich auf YouTube völlig kostenlos. Wa? Und der Vorteil, ihr verpasst auch kein Video, weil ihr eine Benachrichtigung bekommt. Natürlich, wenn auch nur, wenn ihr die Glocke aktiviert und sonst was, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. Brauche ich euch nicht erzählen. Zum Spiel generell, ich habe es schon bei der PK-Reaction gesagt. Ich gönne dem VfL natürlich jeden Punkt gegen uns. Ja, wir sind gerade noch nicht so in der Lage zu sagen, jo, wir gönnen den Bochum jetzt mal die Punkte. Ich meine, wir haben 8 Punkte Vorsprung, ist jetzt nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Des Weiteren ist es ein wichtiges Spiel zwischen Leverkusen, einfach um auch im Flow zu bleiben. Von daher. Für den VfL, ja, Vinny hat es ja auch gesagt auf der PK, sehe ich genauso. Der VfL hatte 10 Endspiele. So, es geht um Klassenerhalt, Alter. Die haben nichts zu verschenken, die haben aber auch nichts zu verlieren in München. Jeder geht davon aus, dass der VfL bei uns verliert. Und wenn man sich so mal so die letzten Spiele anguckt, hat der VfL eher da mal gepunktet, wo man es ein bisschen weniger erwartet hat, anstatt da, wo man es erwartet hat. Von daher mal abwarten, ja. Und umso länger das Spiel irgendwie 0-0 steht, umso mehr wird der VfL auf seine Chance hoffen und natürlich glauben. Ja. Das sollte klar sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir stark anfangen, möglichst schnell 1, 2 Tore erzielen und dann den Bochum mal ein bisschen den Glauben nehmen, dass heute oder morgen dann irgendwas zu holen ist in München. Ne? Aber unterschätzen sollte man das natürlich nicht. Von daher ist es auch nicht ganz so einfach, wie man jetzt am besten aufstellen sollte. Aber da gehen wir mal rein. Also, Ubich wird spielen, Manuel Neuer ist verletzt, Daniel Peretz ist wieder da, aber wohl auch noch nicht hundertprozentig fit. Ansonsten gehe ich aber auch mit, dass man sich jetzt anschaut, wie ein Ubich ist. Ja. Dafür hat man ihn verpflichtet und wenn man ihn verpflichtet, muss man ihn halt auch einfach mal machen lassen. Gut, ansonsten, wir haben leider nur einen Stürmer, von daher muss Harry Kane ran, meiner Meinung nach. Man kann ihn ja gerne dann eher auswechseln, um ihm ein bisschen Schonung zu geben. Wobei ich auch nicht immer weiß, ist das dann so viel Schonung, wenn du ihn nach 60 Minuten auswechselst oder er die 30 Minuten noch spielt. Hängt auch immer vom Spiel ab, denke ich. Aber gut. Natürlich könnte man überlegen, auf einen Harry Kane zu verzichten und einen Thomas Müller zu bringen. Ich würde einen Thomas Müller aber hinter Harry Kane bringen. Ich würde ihn für Musiala reinbringen. Ich würde Musiala erstmal draußen lassen. Hat jetzt auch viel gespielt, hat auch immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wieder richtig reinzukommen. Ja, wenn, dann würde ich Musiala irgendwie die letzte halbe Stunde bringen für ein bisschen Spielpraxis, wenn es nötig sein sollte. Ansonsten würde ich ihn mal draußen lassen, ein bisschen schonen. Dasselbe übrigens mit Michael, den würde ich auch draußen lassen. Ich würde mit Serge anfangen auf der rechten Seite. Wenn Serge seine Chance nicht nutzt, dann kannst du zur Halbzeit immer noch reagieren und Michael bringen. Dasselbe würde ich auf der anderen Seite machen. Ich würde einen Sané von Anfang an beginnen lassen und einen King draußen lassen. Ich denke, ich weiß nicht, wie es bei King aussieht. Wurde nichts gesagt auf der PK, von daher gehe ich davon aus, dass er fit wäre, aber auch da, King ist auch ein bisschen verletzungsanfällig, ich denke. Da ist mal ein bisschen Schonung angesagt. Und ganz ehrlich, wenn man sich das dann mal so rein von den Namen anschaut, muss das auch immer noch reichen, um Chancen gegen den VfL Bochum zu erspielen. Ja, ansonsten ist auch irgendwas verkehrt, wenn man das nicht machen kann. Ich weiß nicht, wie es bei Josh ausschaut. Ich gehe davon aus, dass ein Josh spielen wird. Ich persönlich würde ihn Josh nicht spielen lassen. Sage ich euch auch, wie es ist. Pavlo ist noch nicht fit. Ich würde die komische Defensiv-Kombo Goretzka-Palinja mal bringen. Alles gut, auch das sollte Stabilität bringen. Leon hat es gut gemacht in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart. Das kann er dann nochmal gerne bestätigen. Palinja spielt den etwas defensiveren Part. Auch das sollte gegen den VfL Bochum möglich sein, meiner Meinung nach. Gut, Viererkette
würde ich mit dem Ito beginnen als linker Verteidiger auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, was mit dem Boe ist. Würde ich würde mit dem Stunny beginnen. Ja, ja. Warum? Ja, Stunny hat ein paar Minuten gekriegt am Ende und hat das auch ordentlich gemacht. Und langfristig, denke ich, wird man da auch eher auf den Stunny setzen. Von daher wird bei mir der Stunny mal anfangen. Alternativen können wir natürlich eintragen, wenn irgendwas sein sollte oder sonst was. Auch hier haben wir natürlich gegen Kimmich und hier hätten wir noch einen Conny Leimer. Aber ich denke, auch ein Conny Leimer tut es mal gut, so wie er sich immer reinhaut, wenn er jetzt immer draußen ist. Weil ich gehe davon aus, dass ein Kompanie ihn auf jeden Fall wieder als Rechtsverteidiger plant in Leverkusen. Aber wer weiß, wenn es Sunny überzeugt, mal abwarten. Gut, kommen wir zur Innenverteidigung. Ist für mich auf jeden Fall ein Eric Dyer gesetzt. Ja, er hat die letzten Spiele gut gemacht und dann kannst du mal einen Innenverteidiger schonen. Ja, da würde ich gucken, wie es sinniger ist. Ich würde jetzt erstmal einen Kim aufstellen, aber das wissen wir natürlich nicht, wie es da fitnessmäßig aussieht. Aber Opa kam jetzt auch aus einer Verletzung wieder. Da ist es vielleicht auch schlau, mal zu sagen, ja komm, nicht gleich wieder rein mit 3 Spielen in 6 Tagen oder was. Von daher vielleicht den Opa auch erstmal draußen lassen. Ja, und von daher kommen wir dann auf diese Startaufstellung. Ist dann natürlich eine Menge Rotation, ja, gar keine Frage. Mal abgesehen von Heavy und Leon und Kim ist, glaube ich, sonst keiner in der Startelf, der gegen Leverkusen in der Startelf war. Aber Leute, ganz im Ernst, das muss machbar sein, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, Stani kam schon rein, ein paar Minuten. Palini hat das Spiel vorher gespielt mit Goretzka zusammen. Auch das sollte passen. Müller ist erfahren genug, kann jederzeit da reinkommen. Und ein Serge und ein Leroy, ja. Ist jetzt nicht die 1AAA-Lösung, muss es aber auch nicht sein gegen den VfL Bochum. Ja. Sorry an alle Bochumer, ich fühle mit euch. Aber es muss möglich sein, mit so einer Aufstellung auch gegen den VfL Bochum zu Hause zu gewinnen. Ja. Und wie gesagt, du kannst in der Halbzeit immer noch reagieren. Wenn die Mannschaft, die auf dem Feld steht, das irgendwie nicht packt, da kannst du immer noch reagieren und kannst schauen. Ja, ja, Hinspiel 3-0 in Leverkusen. Wie gesagt, man kann über Harry Kane diskutieren, ja, aber wen willst du bringen? Ja, gut, wir könnten sagen, wir schieben den Müller ein nach vorne. Wen stellst du dann auf der 10? Schwierig, ja, weil auch da hast du gerade keinen. Ja, wir haben, glaube ich, noch einen Vidovic, der irgendwo rumeiert. Das war es aber auch. Ja. Also von daher, ja, ich würde so anfangen. Und wenn das Spiel so in die Bahn geht, wie ich es denke, ja, dann würde ich auch einen Harry Kane zur Halbzeit oder nach 60 Minuten rausnehmen. Dann schiebst du Müller ein nach vorne, bringst einen Musiala oder stellst einen Serge nach vorne und bringst einen Michael oder einen King oder wie auch immer. Ja, das wäre meine Aufstellung. Natürlich könnte man auch den anderen Weg gehen und könnte sagen, jo, komm, ich fange mit derselben Startaufstellung an wie gegen Leverkusen und gucke, dass ich den Bums in der ersten Halbzeit geregelt kriege und wechsle dann irgendwie 4-mal aus. Aber ja, nochmal, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Stuttgart oder Frankfurt. Das ist am Ende des Tages VfL Bochum. Muss man jetzt nicht schlechter reden, wie sie sind. Ja, ich habe es ja auch schon eingangs gesagt, das ist ein wichtiges Spiel für den VfL. Und man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ganz ehrlich, wenn wir diese Aufstellung sehen, ja, ein Ito, brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass er Qualität hatte, über einen Stunny nicht. Kim und Dyer haben es davor in dem Spiel schon gut gemacht mit Goretzka und Palhinha. Die haben sich in der zweiten Halbzeit dann auch gefunden gegen Stuttgart. Also müssen die sich auch nicht verstecken, ja. Und Leroy und Serge müssen dann einfach mal zeigen, dass sie auch zu Recht Bayern-Spieler sind. Ja. Und ein Thomas Müller, wie gesagt, der ist auch immer für eine Aktion gut und vorne ist ein Harry Kane. Also über was reden wir, Leute? Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass das irgendwie eine B11 ist oder eine super schlechte Ausstellung. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man die Spieler, die ich hier draußen gelassen habe, einfach mal
ja, das Spiel Pause gönnt, meiner Meinung nach. Aber gut, wir werden es sehen. Zum Glück ist es ja auch ein Heimspiel, es ist kein Reisestress da. Also alles ist gut, eigentlich. Ne? Gut, das ist meine Meinung, Leute. Das wäre meine Aufstellung. Mein Tipp. Ich sage ein 3-0. Ich sage, der Urbich, der wird 1, 2, 3 Paraden machen und ja, ich lasse die 0 stehen. 3-0, Leute. Und damit rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.